Wegen der vermissten Leute. Ja? Ich weiß, wo die Vermissten sind. Was hast du herausgefunden? Sie sind von einem Kerl namens Raven in einen fernen Teil der Insel Korinis verschleppt worden. Was gibt dir diese Gewissheit? Ich habe seine Befehle gelesen. Er lässt die Banditen der Umgebung für sich arbeiten. Hier. Gut. Das hast du wirklich gut gemacht. Ich dachte schon, wir müssen uns damit abfinden, es niemals zu erfahren. Ring des Wassers. Wollen wir uns wieder da anschließen? Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Als Anwärter auf den Eintritt in unsere Gemeinschaft darfst du natürlich nicht alles wissen. Aber ich werde dir sagen, was ich kann. Wer gehört alles zum Ring des Wassers? Das wirst du erst erfahren, wenn du in den Ring aufgenommen wirst. Aber ich bin mir sicher, einige von uns wirst du schon kennengelernt haben, bis es soweit ist. Wo sind die anderen Wassermagier? Sie erforschen die Ruinen einer alten Kultur, nordöstlich von Korinis. Wir vermuten, dass diese Ruinen den Zugang zu einem bisher unerforschten Teil der Insel darstellen. Erzähl mir mehr über den unerforschten Teil. Wenn du daran interessiert bist, dich der Expedition anzuschließen, kann ich dich mit einem Schreiben zu Saturas schicken. Du kannst natürlich nur dann teilnehmen, wenn du einer von uns bist. Natürlich. Was genau tut ihr eigentlich? Wir stehen zwischen der Ordnung Innos und dem Chaos Belias. Wenn eine der beiden Parteien die Überhand gewinnt, dann bedeutet das den Verlust der Freiheit auf der einen Seite oder das todbringende Chaos auf der anderen. Und so sorgen wir dafür, dass Gleichgewicht herrscht zwischen ihnen. Nur so ist ein Leben auf dieser Welt überhaupt möglich. Geht's auch etwas konkreter? Der Fall der Barriere hat viele Bedrohungen hervorgerufen. Die wohl offensichtlichste stellen die Banditen dar. Nicht nur, dass es fast unmöglich geworden ist, die Insel zu bereisen, ohne angegriffen zu werden. Es gibt auch noch jemanden in dieser Stadt, der die Banditen unterstützt. Wir haben herausgefunden, dass die Banditen regelmäßig von einem Waffenhändler aus Korinis versorgt werden. Wir kümmern uns beispielsweise darum, solche Männer zu finden und sie daran zu hindern, die Stadt zu gefährden. Wenn du etwas über die Sache herausfinden kannst, lass es mich wissen. Aha, wegen der Waffenhändler. Gibt's da irgendwas? Wegen dieses Waffenhändlers. Was wisst ihr schon über den Waffenhändler? Sprich mit Martin, dem Proviantmeister der Paladine, darüber. Er kann dir sicher mehr dazu sagen. Er ist mit der Aufgabe betraut worden, den Waffenhändler zu entlarven. Du findest Martin im Hafenviertel. Wenn du eine Ansammlung von Kisten, Proviant und Paladinen siehst, ist Martin nicht weit. Aha, im Hafenviertel. Gut. Gibt es etwas, das mir bei der Suche helfen kann? Du bist sehr beharrlich, junger Mann. Aber mir fällt tatsächlich etwas ein, das dir deine Aufgaben erleichtern könnte. Ich werde dir dieses Erzamulett mitgeben. Du kannst es sicher gut gebrauchen. Bestimmt. Es ist ein Amulett der suchenden Irrlichter. Es gibt nur sehr wenige dieser Art. Das Irrlicht, das in diesem Amulett innewohnt, hat ganz besondere Eigenschaften. Es kann dir helfen, Dinge zu finden, die du mit bloßem Auge oft nicht sehen kannst. Um es zu rufen, musst du das Amulett nur anlegen. Wenn es seine Kraft verliert oder du es nicht finden kannst, lege das Amulett einfach nochmal an und es wird wieder erscheinen. Das Irrlicht kann Waffen aufspüren. Bei deinen Nachforschungen über die Waffenlieferung an die Banditen könnte es dir sehr nützlich sein. Behandle es gut und es wird dich nie im Stich lassen. Ein Irrlicht in einem Amulett? Irrlichter sind bewundernswerte Geschöpfe. Sie bestehen aus reiner magischer Energie. Sie sind an das magische Erz dieser Welt gebunden. Es ist ihr Ursprung. Von ihm beziehen sie ihre Kraft. Es wundert mich nicht, dass du noch nie von ihnen gehört hast. Sie zeigen sich nur demjenigen, der ihr zugehöriges Erz trägt. Die freilebenden Irrlichter sind gewaltsam von ihrer Quelle entrissen worden und greifen jeden an, der sich ihnen nähert. Diesen bedauernswerten Kreaturen ist nicht mehr zu helfen. Du solltest ihnen besser aus dem Weg gehen. Kann das Irrlicht noch mehr?
Mehr als nach Nahkampfwaffen zu suchen, meinst du? Nicht, wenn du es ihm nicht beibringst. Soviel ich weiß, ist Riordan ein Lehrmeister dieser Wesen. Er ist einer von uns und zurzeit mit Satoras unterwegs. Vielleicht kann er dir mehr dazu sagen. Danke, ich werde gut darauf achten. Gut, wollen wir eigentlich beitreten? Oder warten wir noch? Können wir ja immer noch machen eigentlich. Jetzt werden wir erstmal schauen. Wegen dem Amulett. Aber mit ihm fortgespült wurden Bäume und Tiere. Und Adanos Da haben wir's. überkam eine tiefe Trauer. Und so sprach Adanos zu seinen Brüdern: Nie mehr sollt ihr mein Land betreten, denn es ist Warte mal. heilig. Und so soll es sein. Folge mir Aber der einfach. Mensch und das Tier führten Krieg auf dem Sag mal. Land Adanos. Ah, Irrlicht. Und Der das Haus Zorn wird der noch, Götter oder? war mit ihnen. Ah ja. Gut, dann jetzt haben wir schon mal einen Begleiter. Und der Mensch erschlug das Tier. Ich habe da meine eigene Meinung. Und es ging ein. Ich bin ganz deiner Meinung. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. So, wir möchten zu Bospa, zum unseren Meister. Da bist du ja wieder. Da sind wir wieder und wir haben Fälle dabei. Ich habe hier ein paar Fälle für dich. Wolfsfell, das ist gut. Ah, sogar das Fell eines Schattenläufers. Ist eine Menge wert. Gute Arbeit. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Aber gerne. Zeig mir deine Waren. So, wir brauchen Pfeile, da die muss ich sagen. Ich wäre mir da nicht so sicher. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ich kann das nicht. So, einer kostet 2 Goldstücke. Und Gold haben wir Wenn er das nicht sieht, kann ich mir auch nicht fast 2000. Dann können wir die alle kaufen eigentlich. nicht, dass sich daran was ändert. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Wo hast du das denn schon wieder her? So, Pfeile haben wir. Von mir erfährt keiner. Dann schauen wir als nächstes mal ins Hafenviertel zu Martin. Damit der uns was erzählt über die Waffenlieferung von den Banditen oder was es war. Und es wird noch viel schlimmer. Wird sich das jemals ändern? Können wir unsere Stärke da vielleicht verbessern bei Lares? Hey, du. Ich hätte das anders gemacht. Wegen der verschwundenen Leute. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Möglich ist alles. So, was haben wir? Bring mir was bei. Bring mir was bei. Möglich ist alles. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Stärke. Oder wir wollten noch Geschicklichkeit, oder? Der arme Kerl kann einem leid tun. Machen wir noch Geschicklichkeit. Wird sich das jemals ändern? Und 5. Du hast schon etwas an Geschicklichkeit gewonnen. Lass uns mal abwarten, Gut, was daraus wird. deine Stärke hat zugenommen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Und dann noch in der Schwertkunst. Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Wie schaut es eigentlich aus mit den Waffen? Er muss das ja besser wissen. Jetzt haben wir, Moment. Stärke 40. Geschick 27. Das hätte er doch besser wissen müssen. Das ist doch alles Stärke 40. Er erzählt alles weiter. Meine Meinung kennst du ja schon. Das war doch schon vorher klar. Der muss dir aber Das ist doch nichts Neues. So ein Mistwetter. du nicht sagen. Wird sich das jemals ändern? Das habe ich schon immer gesagt. Martin. Bei den Kisten. Das ist doch kein Geheimnis. Richter? das anders gemacht. Ich habe was anderes gemacht. Mir brauchst du das nicht zu sagen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Scheiß Wetter. Keine Ahnung, sag du es mir.